Akten über Akten. In Hessens Verwaltungsgerichten stapeln sich die Akten von Asylverfahren. Allein in den ersten 3 Monaten in diesem Jahr gäbe es fast so viele Anträge wie im ganzen Jahr 2016. Es ist vielleicht vergleichbar mit einem Stoßgeschäft in einem Supermarkt kurz vor Weihnachten, wenn alle gleichzeitig einströmen. Die Wartezeiten werden sich zwangsläufig verlängern. Wir bräuchten also entweder sehr, sehr viel mehr Personal oder wir bräuchten etwas mehr Zeit. Beide Faktoren haben wir natürlich im Moment nicht. Auch im Landessozialgericht Darmstadt brauchen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter deutlich mehr Zeit, um die große Zahl an Verfahren, etwa zu Asylleistungen oder Sozialhilfe, zu bearbeiten. Fest steht, dass Hessen im Jahr 2015 und im Jahr 2016 95.000 Flüchtlinge aufgenommen und untergebracht hat. Und ich rechne damit, und alle diese 95.000 Aufgenommenen sind potenzielle Anspruchsberechtigte. Nach Angaben des hessischen Justizministeriums wurden im vergangenen Jahr rund 10.100 Hauptverfahren und rund 1.800 Eilverfahren registriert. Das sind mehr als doppelt so viele Verfahren wie in 2015. Im Verwaltungsgericht in Wiesbaden hätten sich die Zahlen von Asylverfahren sogar vervierfacht. Die Bearbeitung würde 3 Jahre dauern. Derzeit ist es so, dass ein hessischer Verwaltungsrichter die Arbeit für 3 Richter macht. Das Verwaltungsgericht Wiesbaden im besonderen Fall hat 15 Richterinnen und Richter. Die Statistiken des hessischen Justizministeriums legen nahe, dass wir eigentlich 50 Richter bräuchten. Aber das ist derzeit ein Wunschkonzert. Inzwischen sei zumindest der Austausch, so das Justizministerium, zwischen hessischen Gerichten und dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge flächendeckend auf elektronischer Basis, also deutlich effizienter. Und das ist auch dringend nötig. Meine Prognose ist, dass wir in der nächsten Zeit, das mag das nächste Jahr sein, aber vielleicht auch die nächsten 2, 3 Jahre mit einem Verfahrensanstieg in beiden Instanzen zu rechnen haben. Vor allem an den Verwaltungsgerichten ist die Überlastung deutlich zu spüren. Das Justizministerium hat deshalb im vergangenen Jahr etwa 30 neue Stellen geschaffen. Ob die künftig reichen, ist allerdings fraglich.